bummelig 55.000 Kilometer Knicks. See prägt das Landschaftsbild in Wiededelen von uns schleswig-holsteinisches Land. Knicks, die auch Wallhecken nennt ward, verbindet Biotope und Naturschutzgebiete. Sie schützt das Land vor Wind und Erosion und sorgt bei Planten und der heimischen Tierwelt in uns waldarmet Schleswig-Holstein für einen wertvollen Lebensraum. Die großflächige Anlage von Wallhecken geht zurück auf eine Verordnung von den dänischen König Christian VII. Ut das Jahr 1767. Nu wär jeden Buren sin eigen Grund und Boden wiest, der mit Wal und lebend Pattwag, das sind Setzlinge, into koppeln und zu pflegen ha. Wat damals für über 250 Jahren anfangen hat, das ward auch heute noch so praktiziert. Wir wollen heute den Knick hier abnehmen. Der ist seit 11 Jahren nicht auf dem Stock gesetzt. Und es ist ein bunter Knick mit vielen verschiedenen Gehölzen. Und wir würden gleich einmal lang gehen und uns die Überhälter ansehen, die wir kennzeichnen, dass die stehen bleiben und dann schön scharf unten abnehmen und das Buschholz dann für die Hackschnitzelbereitung auf dem Knickwall liegen lassen, damit das durchtrocknen kann. Okay. Bis in de 70er Jahren wär alles per Hand mit der Axt und Soch erledigt. Hüt besorgt hat ein modern Bagger mit ein grode Knickscher. Dorno ward der Abschneen Stumpen mit ein Kettensoch schräg no Schneen, so ungefähr ein Handbreit über de Ehr. Ja, wir sehen hier sehr gut den schrägen Schnitt, dass Regenwasser und Schnee nicht auf dem Pflanzenteller stehen bleibt und dort mit Pilze eindringen können. Und damit wir einen sehr schnellen Wiederausschlag haben und der Knick wieder dicht wird. Und die abgesägten Holzstücke sind sehr gefragt bei Kaminholzbesitzern. Besonders in der Zeit von 1950 bis 1970 sind mit der ranwachsenden modernen Landwirtschaft viele Knicks verschwunden. Hütodorf will man das wer gut mucken und plant wer frische Knicks an. Dort war zuallererst der Bürgersied von den Wall aufgemeint. Denn kommt der Bohrerton in Satz, damit das Planten von den Setzlinge wat lichter von der Hand geht. Jo, na, das ist auch gut im Griff. So. Inset ward in ein Doppelreich unter anderen Strügers, Weiden, Schleien, Böken oder wie hier der Esch. Also das ist eine Esche hier aus der Landschaft. Damit die jungen Planten nicht von Reh, Rot oder Dammwild verbeten ward, muss die junge Knick nu für rund 10 Jahr intünt waren. Hier ein mustergültig anlechten Knick, die in Rom von der Schleswig-Holsteinische Heimatbund ausschriebenen Wettstreit um de beste Knick in Land ein Prämie gewonnen hat. Die Gewinner, Heiner Stacken, der nun von den Heimatbund Schleswig-Holstein und den Umweltminister sowie den Landesnaturschutzbeobdruchten Holger Gerd zum Knickbotschafter von Schleswig-Holstein ernannt worden ist, verklort sie in Erfahrung und weten ein Grupp von Landfruens. Interesse, heute bei uns hier an den Knicks einmal so ein bisschen Einblick sich verschaffen zu wollen. Wir befinden uns hier an einem typischen Knick auf unserem Betrieb, so wie er vorherrscht. In dieser Region gerade eben mit den typischen Gehölzen. Das ist die Hasel und die Hainbuche, die hier sind. Das kann 20 Kilometer südlicher ganz anders aussehen. Da sind ganz andere Gehölze, die auch langsamer wachsen.
Und es sind ja eben in die andere Richtung auch wieder andere Gehölze, je nachdem was typisch ist, was vorherrscht in der Region. Und die Zweige seinerzeit von den gepflanzten Knickgehölzen, die wurden miteinander verflochten, waagerecht, wurden gebogen, also abgeknickt. Und daher kam das Wort Knick, weil ich die Gehölze knicke, die wachsen dann waagerecht und das macht ein ziemliches Dickicht. So ein Zaun, der dann... Ja, so ein lebendiger Zaun. Lebendiger Ne? Zaun, ne? Was ich nochmal zum Knick sagen will, hier an dieser Stelle, alle 40 bis 60 Meter soll ein Überhälter sein. Ein Überhälter ist, der ja über alles weghält und die ganze Knicklandschaft ein bisschen auflockert. Und wenn man hier mal so rumguckt, es sind überall welche, der verschiedenster Art. Ich sage nur, dass hier an dieser Knickachse Die besondere Bedeutung Ja, von das Knicks für hier Natur und Umwelt kriegt 2023 eine besondere Würdigung, als der UNESCO die traditionelle Pflege von uns Knicks den Status immaterielles Kulturerbe verlängert hat. Ein maßgeblichen Verdienst und Erfolg von uns Heimatbund Schleswig-Holstein und von uns Umweltministerium. Hund haben, ist es weniger geworden. Rund 85 Knicktypen mit ein Vieltoll von verschiedenen Holzorten und Strücker wast jeno Tostand von Boden und Licht ob de Ohlen und meist schon für lange Zeit anlechten Welle. Hier David Dorn mit sin rote Beeren. Ton verwässeln ähnlich die Früchte von der Hunsrose. Die Holunder- oder Flederbeerstrug. Sine Beeren kann man eben, sie schon allerdings aufkocht sehen. Für die Piepmetze ein wichtige Futterquell sind die Beeren von den Fuhlbaum. Für uns Menschen sind sie allerdings giftig. Die Schlein, auch Schmattdorn nennt, ist ein Strug ohne große Ansprüche. He kommt fast in jeden Knick vor. Die Beeren sind bannig gesund. Allerdings futtern scheint sie ohne Kern und frühestens zu Weihnachten, wenn sie rieb sind und der erste Frost über das Land trocken ist. Brombeerstrücker Tosom mit dat geknickte Holz ergibt einen undurchdringlichen Thun, die die verkoppelten Landstücken von den Buren im 18. Jahrhundert absichert hat. Hüt Astomus ward de Brommelbeeren als leckerfitzige und recht wat gesunde Frucht bannig schätzt. Auch recht viel Tieren, kleine Insekten, ernährt sich von de Blee, Blöten oder Beeren von diese Plant. Hier der Admiral, der dat ob den sollten Saft von de Beeren aufsehen hat. Kaum ein anderen Strug hat für den Menschen ein so bannig wichtige Bedeutung als der Haselnut. Von der Isentiet bis in das 20. Jahrhundert hat die Früchte, die voll Energie sitten dort, einen großen Beitrag für die Ernährung von uns Menschen leistet, die oft genug auch an Hungerdod nocht heft. Aber auch für die Tierwelt ist der Haselnutstrug ein echtes Dorado. Die Hoselblattroller hat sich ganz ob die Blee von den Strug spezialisiert. Sie sind verämmte Spießkommer und dient gleichzeitig als Deponie für ein recht wat utbaldoverte Vermehrungstaktik. In Binnerste von dat Blatt, dat wie ein Zigar zusammenrollt ist, hat Frau Käfer 2 Eier abflecht. Dorbin entwickelt sich innerhalb von ungefähr 10 durch je eine Larve. Und so süd die Larve bummelig 2 Wegen nur dat Schlüppen oder dat Ei ut. Sie wart sich nun jümmers wer de Hut abstricken und dorno verpuppen. Erst in nächste Frühjahr sit denn de frisch utschlüpfte Käfer ob de Blee.
Insgesamt lebt in den Knicks von Schleswig-Holstein ungefähr 7.000 Orten von Tieren. Die meisten davon in der Welt von den ganz lütchen Viecher, nämlich von den Insekten. So auch düse Haselnutbohrer. Anders als der Hasselblattroller het hei dat ob der Haselnut afsehen, der noch nicht rieb is. Hei nutzt die Gelegenheit, solange der Schluf noch nicht verheult ist. Ob de Punkt genau legt hei ein Ei in de Nut. De Larv wird sich dann bald von de totit noch weichen Kern ernähren. In der dichte Vegetation ganz inner an der Ehe von den Knicks trägt viele Vogelorten ihren Novusgrot. Auch der Zilpzalp, der eigentlich aus dem Wald kommt. Wie der Zilpzalp findet man manchmal auch andere Waldbewohner in den Knicks. So zum Beispiel den Dachs. Die ist just damit beschäftigt, dröget Gras für sein Buh zu sammeln, denn er wahrscheinlich in das Binnerste von düsen Erdwall anlegt hat. Ende April, wenn der Sündert trüchblebende Dothold ob den Erdwall anwarmt hat, trägt dat manchmal auch Ringelnattern an. Ob de Duftspur von dat Weibchen sind glicks 3 Kerls achteran. Und die will sich möglichst alle mit fru Ringelnatter poren. Auch Müs findet in Schutz von der Vegetation und das massige Futterangebot beste Lebensbedingungen in de Knicks. Hier de Lützte unter de Lütten, de Zwerchmus, ein Vegetarier. Auch sie macht de Brommelbeeren to gern. Kott nun Sünduntergang schleit de Stünd von den nachtaktiven Knickbewohners. Besonders in dat Ostholsteinsche hört man in de Knicks von April bis Juni kilometerweit dat Roten von ein ganz Lütchen bloß 5 Zentimeter großen Poch. Dat ist der Hasselpoch. Sein Ortgenossen wie der Hendol sind schon bannig in de Porungsstimmung. Auch düse junge Kerl hier in Knick kommt nun no und no in Fort. Der Hasselmus hätt den lebenlang Dach in ihr Nest verpennt. Und nu hätt sie Kohldamp. Und schon wer kommt der Brommelbeeren ins Spiel und zeigt uns, dass bannig viel Tier von düsse Früchte profitiert. Wie schon der Nom verrohnleit, möcht Haselmüs der Hasselnöt. Kein Wunder, mit den hohen Fettandelen sind sie für die Lütten Logers die reinsten Kalorienbomben. Allerdings, bis hei ein Lock in der harte Schule beten hat, vergeit über eine Stunde. Wenn der Hasselnöt noch nie rieb sind, gibt dat noch dat Geißblatt. Ein Schlingerplant, von de Blöten über Nacht recht wat Säut rüben dort. Ob für Hasselmus oder Zilpzalp, de Käfer oder Schmetterling. Sieht der Anfänge in 18. Jahrhundert heftig uns Knicks zu ein unentbehrlichen Lebensruhm für recht viel Tieren und Planten und, nicht zuletzt, für die Augen von uns Menschen, zu ein wunderschönen Blickfang in uns holsteinische Kulturlandschaft entwickelt. Wie heft dat in der Hand, Düsenschatz zu höhen und zu vermehren, damit ut 55.000 Kilometer Knicks, wer so viele wart, as zu frühere Tiet.